Mau! Schau mal da vorne, ein Nashorn. Und weißt du, woran mich das erinnert? An einen kuscheligen Felsen mit 2 Hörnern? Fast. An den Triceratops natürlich. Der mit den 3 Hörnern und dem Riesenschild auf dem Kopf. Oh ja, der Dino Rambock der Urzeit. Weißt du, der Triceratops war fast 9 Meter lang, also 3 Sofas hintereinander. Und das Nashorn ist eher so ein Sofa mit Beinen, aber auch ganz schön kräftig. Stimmt, ein ausgewachsenes Nashorn kann über 2000 Kilo wiegen. Das ist so schwer wie ein Auto. Der Triceratops wog aber fast 5-mal so viel. Also ein ganzes Autohaus auf Beinen. Beide haben Hörner, aber das Nashorn hat 2 vorne, der Triceratops hatte 3. 2 über den Augen, 1 auf der Nase. Also quasi 2 zum Schauen, 1 zum Schubsen. Ein Dreierhorn im Dino-Stil. Und der Nackenschild vom Triceratops war riesig, wie ein eingebauter Ritterhelm. Das Nashorn braucht dafür dicke Haut, wie ein lebendiger Panzer mit Schnüffelnase. Und rennen können sie beide. Das Nashorn bis zu 50 km/h. Ganz schön flott für so einen Brocken. Der Triceratops war eher ein schwerer Läufer. Langsamer, aber mit ordentlich Wumms. Also Nashorn ist das Rennpferd, Triceratops der Bulldozer mit Hörnern. Aber weißt du, was das Coolste ist? Beide waren Pflanzenfresser. Die haben mit ihren Hornköpfen nicht gejagt, sondern sich verteidigt. Friedliche Kraftpakete. Oh ja, und wenn's brenzlig wurde, Kopf runter und Rahm! Zum Glück gibt's heute keine Dino-Kopf-an-Kopf-Rennen mehr. Da hätte das Nashorn keine Chance. Aber vielleicht würde der Triceratops ja gern im Zoo wohnen, bei seinen heutigen Hornverwandten. Und dann würden sie gemeinsam chillen, grasen und wer am lautesten schnauft, gewinnt. Oder sie bauen zusammen ein Hornorchester mit Trompeten aus Pflanzen und einem Blassolo vom Nashorn. Ole Doli, Doli Doli.